Test, Test. Mankind is no more. A casualty of the eternal war between angels and demons. But in the realms where those beings dwell, man still has one last hope. The most feared of the four horsemen of the apocalypse. Only death can account for the sins of the past and undo mankind's extinction. But at what price? Die Antiken. Die Korrupten. Die Heiligen. Die Verdammten. Sometimes the hero dies. Then so be it. Diesen Herbst. Der Tod kommt für alle. Darksiders 2. Wow, Freunde, das war der Trailer zu Darksiders 2. Ich muss schon sagen, war ziemlich episch. Man sah auch einige interessante Szenen, doch dazu gleich mehr in der Trailer-Analyse. Jetzt erstmal natürlich das ganz reguläre. Wie könnt ihr bestimmen, ob ich das Ganze Let's Playen soll oder nicht? Ich fürchte zwar, ich wiederhole mich für die meisten von euch, aber auch für diejenigen, die halt die anderen Trailer noch nicht gesehen haben, daher nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, erkläre ich es gerne noch einmal. Das Ganze funktioniert wie folgt. Und zwar gibt es insgesamt 5 Spiele, 5 Trailer davon. Für die Launch-Spiele halt für die Wii U, weil ich interessiere mich eigentlich für alle 5 Spiele, aber ihr sollt entscheiden, welche maximal 3 Spiele ich zum Launch-Termin, und das wäre der 30. November, ich Let's Playen soll. Das Ganze funktioniert wie folgendermaßen. Ihr habt die Möglichkeit, mir auf dieses Video hier 2 Punkte zu geben, die dafür sprechen oder eben dagegen sprechen. Das Ganze funktioniert genauso, indem ihr halt, wenn ihr sagt, ihr wollt, dass ich jetzt Let's Playe, dann gebt ihr einen Daumen nach oben im Video und schreibt auch einen Kommentar. Das wären dann 2 Punkte. Nur Bewertung oder nur Kommentar geben halt jeweils nur 1 Punkt. Im Gegenzug halt, wenn ihr nicht wollt, dass ich es Let's Playe, dann gebt ihr diesem Video halt ganz einfach einen Daumen nach unten und schreibt auch einen Kommentar. Diesbezüglich auch hier wiederum sind es 2 Punkte maximal. Für Bewertung, für Kommentar jeweils 1 Punkt. So viel zum System, das dahinter steckt und wie es funktioniert. Ihr habt Zeit bis und mit dem 27. November. Da ich ja leider bereits am 28. November das Ganze auswerten muss, sprich halt auch vergleichen muss mit den anderen Trailern, weil der Launch ist ja wie bereits erwähnt am 30. November und wenn ich dann halt direkt loszocken möchte am Launchtermin, muss das Ganze spätestens 2 Tage vor Launch bestellen. Tja, soviel dazu. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Game-Trailer-Analyse und deshalb geht's gleich weiter. Ein regnerisches Spiel. Natürlich mit Engeln und Dämonen, wie es aussieht. Und sonstigen Monstern und ein paar Skeletten. Also man kann durchaus sagen, das Spiel hat, was Atmosphäre und Dynamik betrifft, durchaus was zu bieten, verschneite Landschaften auch noch. Und da der Protagonist, der irgendwie aussieht wie, ich weiß nicht, Ghost Rider? Ich glaube, der hieß so, oder? Hat ein bisschen was davon. Wow, und dann noch ein fettes Monster. Sehr viele Totenkämpfe. Sag mal, kann es sein oder bin ich jetzt total? Das Spielerin da ein bisschen an Diablo. Aber dafür ist die Musik sehr episch. Und auch die Kampfszenen sehen sehr, sehr gut inszeniert aus. Ja, die Gruppierten habe ich schon mal erwähnt. Und die Heiligen. Engel, Dämonen. Ja, also echt wie Diablo.
Sieht schon mal sehr cool aus und der sollte wohl so eine Art Seelenfänger sein, oder wie darf man das vorstellen? Auf alle Fälle sieht sehr episch aus, die Kampfszenen sowieso, für Wii U-Verhältnisse denke ich mal auch sehr gut. Alter Schwede. Echt episch. Na dann, seid mit dabei bei Darksiders 2. Aber natürlich nur, wenn ihr auch wollt, dass das Ganze natürlich auch Let's Play. Also jetzt noch einmal ein Rückblick. Der Trailer wirkte sehr interessant, muss ich auch sagen, jetzt nach dem Rückblick so betrachtet, gab es auch sehr viele kleine Details, halt, die sehr gut in Szene gesetzt wurden, sehr liebevoll umrandet wurden. Man sieht schon, die Wii U kann im Gegensatz zu Wii sehr viel noch rausholen, was Grafikpracht betrifft und so. Grafikpracht, nicht Grafikpracht. Aber es ist halt trotzdem die Frage, ob das Ganze besser aussieht als zum Beispiel auf der PS3 oder Xbox 360, beziehungsweise sogar besser als auf dem PC. Ja, da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das Ganze dann in der endgültigen Form wirken wird, aber natürlich nur, wenn ihr es auch so wollt. Ich muss dazu aber ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein totaler Anfänger, was Darksiders betrifft, da ich auch den Vorgänger, halt Darksiders 1, nicht gezockt habe, beziehungsweise noch nicht, ich möchte es gerne noch nachholen, aber das Ganze halt auch erst dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Tja dann, das war's auch schon bereits. Ich freue mich bereits auf eure Antworten und wir sehen uns dann. Und ihr hört mich dann wieder in den nächsten 2 Trailern, das heißt, in den nächsten 2 Trailern, die dann am Sonntag kommen. Eines davon ist der Zombie U, das habe ich mal angekündigt gehabt. Das andere ist noch geheim, aber ich denke mal, die meisten von euch dürfen sich bereits denken, worum es da überhaupt handeln dürfte, weil so viel Auswahl gibt es ja gar nicht mehr bei einem Wii U Launch. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao zusammen.